nachdem Jesus gefragt worden ist, was ist denn das wichtigste Gebot, das es eigentlich gibt. Im jüdischen Kontext hat er gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. In dieser Serie, wo wir drin sind, fokussieren wir auf die letzten 3 Wörter, den scheinbare, unwichtige Nebensatz in dieser bekannten Aussage von Jesus. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, liebst du dich? Wir sind vor 2 Wochen mit dem Dani Weber in diese Serie hineingestartet und haben uns über das Gedanken gemacht. Und dass es eben zu unserem göttlichen Auftrag gehört, dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat, Verantwortung für uns selber zu übernehmen. Indem Gott uns als seine Ebenbilder geschaffen hat, gesagt hat, da ist etwas von mir in euch drin, hat er uns kostbar, würdevoll und wertvoll geschaffen. Er hat uns befähigt zum Gestalten, zum schöpferisch tätig zu sein, kreativ zu sein, zu ordnen, zu entwickeln, können Einfluss nehmen auf Sachen. Und mit dem hat er uns auch eine Verantwortung gegeben. Nämlich unsere Fähigkeiten und die Möglichkeit, die wir haben, Einfluss zu nehmen auf Sachen, in seinem Sinn zu nutzen. Das ist ein riesiges Geschenk, das er uns da gemacht hat. Das macht uns zu kostbaren, wundervollen Geschöpfen, die mit einer Verantwortung und mit einer Aufgabe. Und aus dem heraus haben wir abgeleitet, dass der Gedanke, das verantwortungsvoll mit dem umzugehen, was Gott in uns hineingelegt hat, heisst auch Verantwortung für uns selber zu übernehmen. Zu dieser Ebenbildlichkeit gehört es, dass wir Verantwortung für uns übernehmen, auch weil wir soziale Wesen sind, weil wir in Beziehung zu anderen Menschen stehen, weil das Leben nicht losgelöst ist von anderen Menschen, sondern ein Miteinander ist, ein Miteinander unter uns, aber auch gegenüber Gott. Und ihm sind wir letztendlich verantwortlich. Das ist jetzt ganz, ganz kurz, oder? Und wenn du die Predigt verpasst hast, dann könnte es sich lohnen, das nochmal nachzuhören. Du kannst das bei uns online machen auf der Homepage. Das sind die Podcasts dort. In dieser Serie begleitet uns das Badzimmer, wo wir hier sehen. Es begleitet uns als ein Bild. Weil im Badzimmer geht es in erster Linie meistens um uns. Wir stehen im Fokus und wir machen jetzt hier Licht an. Nicht, dass es jetzt einen riesen Unterschied macht, gell? Aber das Bild, wo das Licht anzünden, steht in erster Linie dafür, dass wir uns in Gottes Licht hineinbringen. Das heisst, in seine Gegenwart hineinkommen, uns von ihm anleuchten lassen und in den Spiegel hineinschauen. Und am ersten Sonntag ist es auch darum gegangen, wie wir die Tendenz haben, uns vor dem zu drücken. Uns lieber nicht hinstellen und im Licht von Gott betrachten. Zum einen vielleicht, weil wir uns nicht als würdig anschauen, so mit gesenktem Haupt, weil vielleicht schwierig in unserem Leben ist und wir lieber nicht damit möchten konfrontiert werden, wenn wir in den Spiegel schauen. Oder wir möchten uns nicht anstellen, weil wir uns vielleicht als Opfer sehen und finden, ja, eigentlich müssten andere da anstehen. Die müssten sich mal im Spiegel anschauen, aber nicht ich. Ich kann nicht viel dafür. Oder wir haben die Tendenz, vielleicht uns einfach abzulenken. Ob fromm oder nicht fromm, uns so beschäftigen mit anderen, mit dem wir gut tun, indem wir uns einsetzen für Gottes Reich oder für anderes, dass wir gar keine Zeit haben und sagen, hey, das ist für andere, die können sich von mir aus mal in das Licht hineinstellen und in den Spiegel schauen, aber ich habe gar keine Zeit, um mich mit mir selber zu beschäftigen. Heute kommen wir dem nicht davon, wir stellen uns in das Licht und wir schauen in den Spiegel hinein. Und ich weiss nicht, wie es dir amigs geht. Der Simeon hat das so gut angetönt in der Moderation. Was sehen wir, wenn wir uns in das Licht hineinstellen? Wenn wir in den Spiegel hineinschauen? Meistens gibt es so 2 Tendenzen, die wir haben, wie es uns mit dem ergeht. Das kann sein, dass dir gar nicht gefällt, was du siehst. Dass du denkst, huch, wer bist du? Und was hast du mit mir gemacht? Wenn du in den Spiegel hineinschaust, oder? Das ist dann, wenn wir vor allem auf das schauen, was irgendwie nicht perfekt ist. Wenn wir das Gefühl haben, ich sehe da noch irgendwie eine Unreinheit in der Haut, da noch, jetzt noch einen Pickel und
Haare hat es auch schon mehr gehabt, oder bei mir jetzt weniger, bei mir werden es einfach grau. Zähne werden irgendwie auch gel, krumme Nase, Müdigkeit in den Augen und so weiter. Wenn uns in erster Linie zuerst das Unvollkommene ins Auge sticht, vielleicht Charakterschwächen, vielleicht optische Sachen oder vielleicht sind es einfach auch sonst Schwächen, wo wir haben, Sachen, wo wir nicht stark sind, unseren Blick zuerst auf das vielleicht anfällt, was uns irgendwo fehlt. Die Tendenz, das kann als Folge haben, dass wir irgendwo, wenn wir in den Spiegel schauen, einen Minderwert entwickeln, uns anfangen selber verurteilen, Mühe haben, uns selber in dem Spiegel zu sehen. Die andere Tendenz, die wir haben können, ist, dass uns eigentlich noch recht gut gefällt, was wir sehen. Und wir sehen einfach vor allem das Gute. Schöne Haut, gute Tee, Nase, ist auch nicht schlecht. Gollum sieht schlimmer aus als ich. Dem her alles gut. So die Tendenz, die wir vielleicht manchmal haben, wir konzentrieren uns auf das, was gut ist und was uns gefällt. Und suchen dann vielleicht manchmal auch einfach die schmeichelhaften Vergleiche. Schauen, dass wir uns, wenn wir uns vergleichen, mit jemandem vergleichen, wo wir dann gut dastehen oder das Gefühl haben, wir stehen gut da. Und tatsächlich haben wir Menschen so ein bisschen die Fähigkeit, manchmal auch auszublenden oder zu verdrängen, die Sachen, die nicht so gut sind. Und sie vielleicht einfach irgendwo auf die Seite zu schauen. So ein bisschen Jockey-Seite führen, oder? Das hat jeder irgendwie eine Seite, die anscheinend besser aussieht. Das habe ich von der Steffi gelernt, beim Fotografieren und so. Und wir sind ganz gut manchmal drin, das Unschöne auszublenden oder es ein bisschen zu kaschieren, ein bisschen mit Schminke abdecken und schauen, es darf niemand sehen, dass da noch etwas eigentlich rum ist, was nicht so gut ist. Und ich glaube, gerade uns Christen und vielleicht manchmal auch speziell auch Schweizer, fällt es manchmal besonders schwer, so eine ausgewogene und gesunde Selbstwahrnehmung zu entwickeln. Wir möchten ja auch unbedingt demütig und bescheiden bleiben. Und Eigenlob stinkt, das lernen wir schon in der Schule, oder? Und gut über sich zu denken, das ist irgendwie heikel, weil eben man könnte ja schlussendlich irgendwo selbstverliebt oder gar egoistisch werden. Und so landen wir manchmal in einem von diesen beiden Extremen oder vielleicht sogar ein Stück weit in einer Heuchelei. Heuchelei ist, wenn wir eigentlich ziemlich selbstzufrieden mit uns sind, es aber möglichst verstecken. Oder eben umgekehrt, wenn wir eigentlich versuchen, alles, was nicht so gut ist, zu kaschieren, damit es ja niemand sieht. Oder Selbstverliebtheit ist, ist nicht einfach, dass wir uns übermäßig gern haben, sondern ist, dass wir einfach nur das Gute sehen und alles andere möglichst ausblendet und weglösen. Und ich habe gemerkt, dass hinter diesen Gedanken manchmal auch etwas tiefer steckt. Nämlich das Bild, das wir vielleicht generell davon haben, wie ist denn der Mensch? Ist denn der Mensch grundsätzlich mal gut oder schlecht? Und es wäre wahrscheinlich jetzt mega spannend, wenn wir da drin würden jetzt sagen, hey, diskutiert mal schnell. Und wahrscheinlich, je nachdem, wie ihr aufgewachsen sind, ist da vielleicht auch, würde die Antwort ein bisschen anders ausfallen. Wir haben das bei uns in der Small Group vor 2 Wochen diskutiert. Und ich glaube, auch da lohnt es sich, in das Licht von Gott zu treten und uns zu fragen, was ist denn Gottes Sicht auf den Menschen? Und es ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir sehen in der Bibel, dass beide Seiten betont werden. Sowohl die Würde, das Gute am Mensch, aber auch irgendwo die Zerbrochenheit, das Gefallene, das Unvollkommene. Wir sehen in der Bibel eindeutig, dass der Mensch würdig und gut ist. Gott hat bei der Schöpfung gesagt, und es war sehr gut, als er den Mensch geschaffen hat. Auch, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind, das ist etwas, das nicht einfach im Sündenfall dann verloren gegangen ist. Und ab dann ist das alles weg und das müssen wir jetzt irgendwo wieder gewinnen. Das lesen wir auch im Neuen Testament. Irgendetwas von dieser Ebenbildlichkeit ist auch dann da, in einem Menschen und gibt ihm in jedem Moment die Würde. Oder auch, dass die Liebe Gottes so groß ist, dass er Jesus auf die Welt geschickt hat, um für uns ans Kreuz zu gehen. Um sich hingeben für uns und uns den Weg zu zeigen, um uns zu retten, ist ein Zeichen davon, wie viel Würde wir haben, wie kostbar wir sind, wie gut Gott uns geschaffen hat. Und dann sehen wir in der Bibel aber auch ganz klar und deutlich, dass der Mensch ohne Gott doch auch unvollkommen ist. Und wie schnell dass der Mensch sich vom Bösen manchmal auch einnehmen lassen kann. Zu wie viel Leid und Unrecht
wir fähig sind, wenn wir uns von Gott entfernen. Und die Ausrede so quasi, wir sind einfach das Opfer von unseren Umständen, ich glaube, die gilt nicht. Wir haben alle einen freien Willen und sind nicht einfach nur das Produkt von unseren Umständen und was uns passiert ist. Und gerade wenn wir die Bergpredigt lesen oder auch die Liste der Früchte vom Heiligen Geist im Galater 5, 22-25, dann wird uns eigentlich recht schnell vor Augen geführt, dass wir noch lange nicht angekommen sind. Und dass es doch auch noch recht Potenzial hat bei jedem von uns. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dem um? Wie können wir da zu einem gesunden Bild kommen? Und etwas, was uns die Bibel zuruft, ist, wir sollen zu einer nüchternen Selbsteinschätzung kommen. Im Römer 12, Vers 3 schreibt der Paulus: Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Nüchterne Selbsteinschätzung. Das ist das, was uns der Paulus da zuruft. Und damit meint er, hey, ehrlich anschauen, unverzerrt, aber auch ohne einen Minderwert und ohne irgendwo eine Selbstverliebtheit, die nicht sieht, dass da auch Unvollkommenes rum ist. So eine Art balancierte Selbstwahrnehmung, die nicht darauf tendiert, auf der einen oder anderen Seite vom Ross runterzufallen. Die Frage ist, wie kann das passieren? Oder? Und der Paulus gibt auch gerade die Antwort, wo er sagt, hey, nicht im Vergleich mit den Menschen um uns herum, nicht drin, dass wir einfach schauen, dass wir irgendwie noch ein bisschen über dem Durchschnitt sind oder über so den Menschen, wo wir das Gefühl haben, die umgeben uns oder sind für uns jetzt noch nicht so die guten Beispiele, sondern er sagt, Maßstab ist der Glaube an Jesus Christus. Das ist vielleicht auch noch ein bisschen abstrakt, aber der Glaube an die Person, an den Gott, der uns so sehr geliebt hat, dass er sein Leben für uns hingegeben hat, um uns zu retten, wo aber auch all unsere Versuche, dass wir uns manchmal versuchen, besser anzustellen, als wir eigentlich sind, durchschaut. Wo uns in der Bergpredigt klar gemacht hat, dass es Gott nicht um Äußerlichkeiten geht. Dass es ihn nicht beeindruckt, wenn unser Leben gut aussieht oder wie wir uns bei anderen Menschen da anstehen, sondern dass es am Schluss um unser Herz geht. Der unsere innerste Motivation sieht und sich nicht täuschen lässt von all diesen Sachen, die vielleicht auf andere Menschen einen guten Eindruck machen. Der uns aber auch bewusst gemacht hat, wie kostbar und wertvoll wir sind für Gott. Und gleichzeitig aufzeigt, wie fest dass wir auf ihn angewiesen sind. Das ist der Maßstab für die Selbstwahrnehmung. Das ist das, wenn wir in den Spiegel schauen. An dem sollen wir uns schlussendlich messen. Das darf uns bewusst sein. Dass wir uns dann am echtesten, am wahrhaftigsten, am besten sehen, wenn wir uns mit Gottes Augen versuchen einzuschätzen. Und in dem hinein sowohl die Würde sehen, als auch die Unvollkommenheit. Merkt ihr, wie gut das ist? Wenn wir nur die eine Seite jeweils sehen, dann könnte es in ein ungesundes Bild von uns selber hineingehen. Aber dadurch, dass wir beide irgendwo vor Augen geführt kriegen, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir uns mit seinen Augen sehen, gibt es irgendwo eine gesunde Balance. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das Bild so mit Hund und Katz, wie sie unterschiedlich über sich denken. Zum Beispiel bei den Hunden ist es so, oder? Sie haben ein Herrli, das gibt ihnen Futter, das geht Gassi mit ihnen, das schaut für sie und sie denken, wow, die sind so gut, die müssen Gott sein. Und bei der Katze ist es ganz ähnlich. Sie sagt, die geben mir Essen, die schauen mir, die schmüseln ein bisschen mit mir und so. Ich muss Gott sein. Und je nachdem, oder, kann es wirklich dazu führen, dass wir eine komische Sicht bekommen, je nachdem, wie wir das interpretieren. Und genau in dem hinein ist die nüchterne Selbstschätzung so wichtig. Und ich glaube, wir alle irgendwo haben eine gewisse Tendenz, oder? Und vielleicht kannst du dich selber fragen, was ist eher deine Tendenz und wie könnte man das, was ist deine Tendenz, in welche Richtung hast du eher? Wir haben überlegt, wie können wir das irgendwo ausgleichen und ohne jetzt zu fest auf das tief in das Thema hineinzugehen, 2 Verse, die uns helfen können. Und man sagt ja manchmal so, hey, gewisse Wahrheiten musst du irgendwie an den Spiegel kleben und darum klebe ich die mal so an. Das ist so das eine, so das Gegenmittel
wenn du eher in die Kategorie gehst, wo sich zu fest selber verurteilt. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus in mir. Das ist vielleicht so ein Vers, wo du kannst nehmen, wenn du eher in die Richtung hast. Wenn bei dir vielleicht eher die andere Richtung manchmal das Thema ist, dann aus Philipper 2, 3-5. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Lasst uns den Mut haben, auch das Unvollkommene, auch mit dem Unvollkommenen in unserem Leben einen gesunden Umgang zu finden. Und nicht einfach möglichst gut zu kaschieren, sondern halt das irgendwo auch akzeptieren. Es gibt schon genug, oder, wo heutzutage alle ihre Unvollkommenheit verstecken und möglichst nur ihre Schocke-Seite zeigen. Ich meine, Social Media, das ist das Businessmodell, oder? Nur das Perfekte, nur das Schöne, nur die Highlights, nur die Momentaufnahme auf einem Foto, aber nicht die Realität, die irgendwo dahinter ist. Und ich glaube so, wenn wir einen positiven Umgang auch mit unserer eigenen Unvollkommenheit haben, kann das ein Vorbild werden für unser Umfeld. Wenn wir authentisch sind, echt nicht selbstverurteilend und auch nicht selbstverliebt. Deine Kinder, die lernen von dir. Und du kannst auch deinen Mitarbeitern ein Beispiel sein für einen gesunden Umgang mit deiner eigenen Unvollkommenheit. Oder in deinen Freundschaften den Ton setzen, in dem, wie du mit dem umgehst. Wir alle, wir sind uns gegenseitig ein Vorbild. Und lass uns Menschen sein, die in dem so eine gesunde Selbstannahme vorleben und dazukommen und das prägen können. Und was ich mit dem nicht meine, ist so, dass, ja, sorry, gell, ich mache halt auch ab und zu einen Fehler, bin halt auch nicht perfekt. Oder so bin ich halt einfach. Ich glaube, das ist nicht damit gemeint, sondern was ich damit meine, ist, in dem anfangen wirklich Verantwortung übernehmen. Und bei uns selber anfangen anzuschauen und unsere Gotteslicht hineinstellen. Und nicht mehr verstecken. Nicht versuchen, abschieben auf andere und sagen, ja, weißt du, hast eben. Darum ist dann eben ich auch. Sondern in das Licht Gottes. Und ich gehe dann nochmal zu dem Spiegel. Ich glaube, um das geht es in dieser nüchternen Selbstwahrnehmung. Verantwortung am Schluss für sich selber zu übernehmen. Ja, ich habe Geduld verloren. Ja, ich bin undankbar gewesen. Und ja, meine Reaktion war unangemessen gewesen. Ich hätte anders handeln sollen. Und nicht der andere oder die andere Person. Und wenn das und das, dann hätte ich dann vielleicht schon. Und ganz ehrlich, ich habe gemerkt, ich bin mega gut in dem, auf die anderen zu zeigen und zu sagen, ja, aber ich habe ja nur reagiert. Galater 6, 4-5 heißt es, darum soll jeder sein Leben genau prüfen. Dann wird er sich über seine guten Taten freuen können, aber keinen Grund zur Überheblichkeit haben. Denn jeder ist für sein eigenes Tun vor Gott verantwortlich. Im Endeffekt ist jeder von uns selber vor Gott verantwortlich, und zwar für das, was er gemacht hat und nicht für das, was der andere gemacht hat. Und die Ausrede, aber der andere hat, die zählt nicht. Und die tiefe Wahrheit sagt, hey, schau, du kannst nur eine Person verändern, nämlich dich selber. Auf die anderen hast du eigentlich keinen Einfluss. Du bist für dich verantwortlich. Darum heisst Selbstfürsorge auch bei sich anfangen. Weil im Endeffekt wissen wir, dass es darum geht, Jesus ähnlicher zu werden. Und über das reden wir oft bei uns in den Kirchen, oder? Und da gehören ganz viele verschiedene Aspekte dazu. Aber eine, wo wir nicht so oft darüber reden, ist die Selbstfürsorge. Für uns zu schauen, Verantwortung zu übernehmen und zu schauen, dass wir auch uns pflegen und gut schauen. Und das ist ein Thema, oder ein Wort, das die Bibel vielleicht so nicht kennt, und trotzdem sagt die Bibel sehr viel über Selbstfürsorge, wenn wir ein bisschen mit diesen Augen auch anschauen an die Text.
Einer der bekanntesten Verse, den wahrscheinlich alle von euch kennen und wo fast nicht drum herumkommst, ist in Sprüche 4,23. Dort heißt es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das sind klare Worte, die uns auffordern, Verantwortung für unser eigenes Leben zu übernehmen. Indem wir unser Herz irgendwo behüten. Das heisst, indem wir darauf achten, indem wir es beschützen, indem wir es pflegen, indem wir es versorgen und schauen, dass es ihm gut geht. Und ja, wenn irgendwo Bitterkeit in deinem Herz drin ist, dann wird sich das irgendwo auswirken in deinem Leben. Das wird eine Auswirkung haben. Und genau gleich, wenn Freude in deinem Leben ist, wenn Frieden in deinem Leben ist, dann wird das eine Ausstrahlung haben, dann wird das in deinem Leben sich zeigen. Vielleicht ein kleiner Abstecher, den ich machen möchte, wenn da vom Herz die Rede ist, dann eben, zum einen, das wissen wir wahrscheinlich alle, dass die Bibel nicht einfach den Fleischklumpen meint, sondern das Innere, die Emotionen, die Wünsche, den Verstand, den Willen, unsere geistliche Gesinnung. Und das ist wirklich, das Herz steht für so vieles im biblischen Kontext. Es steht aber auch für den Körper, teilweise. Jetzt in dieser Stelle sind mehr die innerlichen Aspekte gemeint, aber es gibt auch das andere. Und ich glaube, das ist etwas, was mir wichtig ist zu betonen. Der Mensch wird in der Bibel ganzheitlich angeschaut. Das heisst, eine Einheit von Körper, Seele, Geist, inklusive allen psychischen, emotionalen und lieblichen Bedürfnissen, die wir haben als Menschen. Und es gibt teilweise die unterschiedlichen Begriffe, um gewisse Aspekte manchmal anzusprechen, aber so die strikte Aufteilung, wo man manchmal ein bisschen hören in den christlichen Kreisen, die gibt es eigentlich nicht ganz im biblischen Menschenbild. Auch wenn es manchmal versucht wird, das so darzustellen. Und gerade ganz wichtig, eben mit dem Herz ist oft der ganze Mensch verbunden. Die Gesamtheit von all diesen Sachen, inklusive unserem Körper. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das versteht, weil auch der gehört dazu. Es ist nicht nur das Innerliche, das Geistliche, das Seelische irgendwo entscheidend, sondern auch unseren Körper, weil unser Innerste gibt es nicht ohne unseren Körper. Und darum ist Selbstfürsorge etwas, das ganzheitlich ist, wo der ganze Mensch beinhaltet, inklusive unserem Körper. Und ich würde das wirklich besonders betonen, weil man manchmal das so zweiteilig machen und das Gefühl, das Geistliche ist wichtiger als das Körperliche, der Körper ist vernachlässigbar. Aber die Sachen sind nicht wirklich zu trennen. Körper, Seele, Geist, das gehört alles zusammen und es bestehen Zusammenhänge zwischen Körper, Seele und Geist. Es gibt einen Zusammenhang zwischen, das wissen all die sich ein bisschen mehr mit dem beschäftigen, zwischen dem psychischen Wohlbefinden und dem körperlichen Wohlbefinden. Zum Beispiel hat es einen Einfluss auf Konzentration, auf Kreativität, wie wir mit Sachen umgehen, wie auf unsere Willenskraft. Das sind Zusammenhänge herum. Und jetzt sind wir fertig mit der Einleitung der Predigt. Jetzt kommen wir zum Hauptteil. Nein. Aber jetzt sind wir wirklich voll im Thema Selbstfürsorge drin. Und es ist nicht möglich, in dem Thema Selbstfürsorge jetzt, oder das in dem Gottesdienst, in dieser Predigt ausführlich zu behandeln. Möchte ich auch nicht. Aber ich möchte kurz auf ein paar Bereiche, ganz kurz einfach ein paar Gedankenanstöße geben, zum Mitnehmen. Eigentlich müsste man dann über jeden Bereich von dem eine eigene Predigt machen, oder, um es einigermaßen gescheit abhandeln. Aber ich gebe einfach ein paar Gedankenanstöße. Nimm mit, was dich vielleicht gerade persönlich anspricht. Ein so ein Bereich oder ein Aspekt von Selbstfürsorge ist Spiritualität, deine Gottesbeziehung. Die tiefgehende Veränderung ist nur mit Gottes Hilfe möglich. Reine Willenskraft lange nicht. Ich glaube, wir alle haben es schon genug mit reiner Willenskraft probiert und sind gescheitert. Wir brauchen das Wirken vom Heiligen Geist in uns drin. Wir brauchen das aktive Leben von dieser Beziehung mit Gott. Dazu gehören auch Zeiten, wo wir in Gottes Gegenwart hineinkommen. Wo wir eben vielleicht vor dem Spiegel anstehen, uns in sein Licht hineinstellen, uns in dem Spiegel betrachten. Dazu gehört vielleicht aber auch das Gebet. Das bewusste Ausdrücken von unseren Gefühlen. Dankbarkeit oder auch ganz andere geistliche Disziplinen, es gibt ganz viel. Eine bewusst geführte Spiritualität beeinflusst alles, was wir tun und wie wir es tun.
Es hat einen Einfluss in alle Lebensbereiche hinein. Und der Dallas Willard sagt, nur erfüllt mit einer tiefen Zufriedenheit durch die Begegnung mit Gottes Wort und durch das Verweilen in Gottes Gegenwart können wir überfließende Gefäße sein, die auch etwas weiterzugeben haben. Wir brauchen die Quelle. Wir brauchen das als einen wichtigen Aspekt für unsere Selbstfürsorge, um zu schauen, dass die Beziehung mit Gott stimmt. Ein zweiter Aspekt sind Beziehungen. Dazu gehört sich zu fragen, welche Beziehungen pflege ich? Wie pflege ich die? Wie oft pflege ich sie? Und vielleicht aber auch sich dann mal fragen, was haben sie für einen Einfluss auf mich? Welche tun mir gut? Und welche, habe ich das Gefühl, kosten mich nur? Oder auch, wie viele Beziehungen kann ich pflegen? Und welche davon sind mir wirklich wichtig? Und das heisst, dass manchmal auch Beziehungen geklärt werden. Auch gerade wenn Belastungen in Beziehungen herum sind, gehört es zu der Selbstfürsorge. Dort hinzuschauen, sie zu klären und das nicht einfach sein lassen. Die Sachen anzugehen. Ein vierter Punkt ist unser Körper. Auch ein Aspekt von der Selbstfürsorge. Ein gesundes Maß an Ruhe und Schlaf gehört dazu. Zu einer ausgewogenen Selbstfürsorge. Sich Gedanken darüber zu machen, wie und wo kann sich mein Körper einmal entspannen. Ernährung, Sport und so weiter. Das sind so viele Faktoren vom Körper, die nicht einfach nur zu der körperlichen Gesundheit beitragen, sondern dann eben auch zu der psychischen oder ganzheitlichen Gesundheit, die wir haben. Zum Beispiel kann Sport auch ganz eine positive Auswirkungen haben, wenn wir uns irgendwo niedergeschlagen fühlen. Wenn wir merken, es geht uns emotional nicht gut, dann kann das einen Einfluss haben darauf. Oder ausreichend Schlaf ist nicht nur für unsere körperliche Leistungsfähigkeit wichtig, sondern hat enormen Einfluss darauf, wie viel Lebenskraft oder wie viel Willenskraft uns zur Verfügung steht. Zum Beispiel zum geduldig oder freundlich zu sein. Oder geht es nur mir so, dass wenn ich zu wenig Schlaf habe, dass es mir schwerer fällt, geduldig zu sein? Ich glaube, es geht uns allen ein bisschen so, oder? Es hat einen Zusammenhang, die Sachen. Und dann auch eben als letztes unsere Seele, das Innere oder wie auch immer, unseren Geist, wie auch immer, dass wir es nennen, inklusive Gefühl, Verstand, Emotionen und so weiter. Was darum geht, Wege zu finden, um uns zu spüren, zum Wahrnehmen, was habe ich für Emotionen, wieso sind die da, was wollen sie mir sagen, das einzuordnen, einen Umgang mit ihnen zu finden, ist manchmal auch nicht einfach. Manchmal haben wir die Tendenz, Emotionen so schnell wie möglich wieder loszuwerden, gerade die unangenehmen. Aber manchmal ist es vielleicht auch mal gut, um es ein bisschen auszuhalten und anzuschauen, warum sind denn die da? Was wollen wir dir sagen? Oder sich auch mal fragen, was sind die Überzeugungen, nach denen ich handle? Gibt es irgendwo auch destruktive Muster in meinem Leben, die es mir eigentlich nicht gut tun und nicht gut sind für mich? Und wie kann ich sie durchbrechen? Was triggert es? Es sind ein paar grobe Anstöße, sich mal Gedanken zu machen für die eigene Selbstfürsorge. Und ich möchte euch mega Mut machen, euch mit dem auseinanderzusetzen. Vielleicht mit dem Ehepartner mal darüber austauschen, vielleicht in der Small Group, vielleicht auch selber, sich ein bisschen Zeit nehmen, sich damit zu beschäftigen. Ich habe, weil wir jetzt eben nicht so in die Tiefe kommen bei diesem Thema, einfach auch noch 2, 3 Bücher mitgenommen, die ich euch empfehlen kann. Das eine ist da von Thomas Harry, von der Kunst, sich selbst zu führen. Ist eines von diesen Büchern, das mich enorm geprägt hat und mir mega geholfen hat. Ein anderes, das ich top aktuell finde in dem Sinne, ist «Das Ende der Rastlosigkeit». Das finden wir übrigens auch hinten in unserem Regal. Das andere haben wir mal gehabt, jetzt gerade nicht. Oder «Selbstführung in stürmischen Zeiten», auch so ein Buch, das ich hier habe. Die sind da vorne oder im Predigtkonzept findet ihr all die, eine ganze Liste, hat noch 2, 3 mehr dort, glaube ich, drauf. Ich möchte zum Schluss nochmal ins Badzimmer gehen. Das Badzimmer, der Ort von der meistens eigentlich hygienischen Selbstfürsorge. Es ist ja ein Ort von der Selbstfürsorge für uns. Und was wir da eigentlich machen, ist, wir putzen täglich unsere Zähne. Wir schauen uns, das ist jetzt nicht eine schlaue Idee gewesen. Ich wollte eigentlich laufen lassen, aber das ist nicht gut mit dir. Zu wenig durchgestudiert. Wir schauen uns im Spiegel an. Wir pflegen unsere Haut, unsere Haare und so weiter. Und das meiste davon ist Routine. Es ist Gewohnheit.
Wir wissen genau, dass wir 2 bis 3 Mal täglich in das Badzimmer wollen und ein bisschen für uns schauen. Was passiert, wenn du einmal die Zähne nicht putzt? Nichts. Was passiert, wenn du über längere Zeit deine Zähne nie putzt? Dann gehen sie kaputt. Du kommst Löcher rüber, es entsteht ein Schaden, der sich oft dann nicht mehr gut machen kann oder wo teure Zahnarztbehandlung nach sich zieht. Und das ist ein Prinzip, das in ganz vielen Bereichen von unserem Leben und vor allem von der Selbstfürsorge gilt. Das gilt für das Fitnesstraining, das gilt für deinen Schlaf, das gilt für die Pflege der Freundschaften und auch für alle anderen Ebenen. Wenn du einmal das nicht pflegst, das macht nicht so viel aus. Wenn du einmal nicht ins Fitness gehst, das wirst du nicht merken. Wenn du einmal weniger schlafst, das hat keinen grossen Einfluss. Es ist nicht die Einzelaktion, die den grossen Unterschied macht. Die Kraft liegt in der Wiederholung. Die Kraft liegt darin, dass wir es immer wieder machen. Das heisst dann eben auch, du kannst eigentlich sehr gut längere Zeit ohne ausreichend Selbstfürsorge klarkommen. Du kannst äußerlich eine erfolgreiche, gute Person sein. Selbstlos, hingebungsvoll, leidenschaftlich. Du kannst dich für andere Menschen aufopfern und du kannst für die beste Sache der Welt leben und arbeiten. Aber wenn du konstant die Selbstfürsorge vernachlässigst, dann begibst du dich in Gefahr, dass du dich selber irgendwann verlierst. Dass du dir schadest und dass irgendwann alles in sich zusammenstürzt. Das kann auf verschiedenste Art und Weise passieren. Das kann sein, weil sich dein Charakter nicht richtig entwickelt und dein Erfolg grösser wird als das, was dein Charakter eigentlich mag tragen. Das sieht man bei etlichen christlichen Leitern in den letzten paar Jahren. Es kann Burnout sein. Es kann sein, dass wir krank werden, physisch, psychisch. Es gibt genug so Beispiele. Darum ist es so wichtig, dass wir das Thema Selbstfürsorge nicht vernachlässigen. Dass wir uns Gedanken darüber machen. Und dass es nicht darum geht, jetzt einen grossen Jahrescheck oder weiss nicht, das kann Sinn machen. Aber es geht um die kleinen Sachen, um die wiederholten Sachen. Dass wir immer wieder dranbleiben. Das Tägliche. Der John Mark Comer, einer der Autoren von diesen 3 Büchern, hat geschrieben: Following Jesus is not about trying really hard, but about training really hard. Also Jesus nachfolgen heisst nicht, sich einfach besonders fest zusammenzureissen und Mühe zu geben, sondern trainieren. Immer wieder. Und das Training passiert eben durch eine Gewohnheit. Ist etwas, was wir immer wieder machen. Ein Sportler gewinnt den Wettkampf auch nicht, weil er sich einfach an dem Tag, wo es dann zählt hat, besonders fest Mühe gegeben hat. Sondern er gewinnt, weil er in den Wochen vorher, in den Monaten, in den Jahren vorher immer wieder trainiert hat. Disziplin gehabt hat, zum dranbleiben, zum was er auch immer macht, um es täglich, wöchentlich immer wieder zu machen. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und genau so ist der Schlüssel bei der Selbstfürsorge eben nicht das, was wir jetzt hier machen, einmal im Jahr darüber reden, sondern deine täglichen, wöchentlichen Aktivitäten, deine Disziplin drinnen, deine Rituale, die du in deinem Leben aufbaust, die Gewohnheiten. Das ist das, was schlussendlich in deinem Leben seine Kraft wird entfalten. Und das ist mein Ziel für heute oder für diese Serie, dass du im Zug von deiner Selbstverantwortung und deiner Selbstfürsorge dir überlegst, welche kleinen, unbedeutend aussehenden, regelmäßigen Schritte brauchst du, um dein Leben gut zu führen, um dich selber zu lieben, um dir Sorge zu haben, sodass du für andere Menschen schlussendlich kannst ein Segen sein, indem du Jesus ähnlicher wirst, indem du etwas bewirken kannst, wo du Kraft hast, Energie hast, um das zu machen und um auch den langen Weg zu gehen und nicht einfach nur über ein paar Jahre. Ich möchte beten. Komm, wir stehen auf dazu. Jesus ist so gewaltig, dass, wenn wir in den Spiegel hineinschauen und uns in deinem Licht anschauen, dass wir so viel Gutes sehen, was du in uns hineingelegt hast. So viel Wertvolles.
so viel Kostbares. Und gleichzeitig sind wir uns alle bewusst, dass wir dich brauchen. Dass wir nicht aus eigener Kraft können, dir umso ähnlicher werden. Dass wir deine Hilfe für das brauchen. Und Jesus, es ist irgendwie so gut, dass auch für uns schauen etwas ist, was mit dir zusammenhängt, was wir mit dir zusammen machen können und wo nicht einen riesen Aufwand braucht. Aber wo etwas ist, was tagtäglich zu unserem Alltag gehören. Eine Selbstverständlichkeit soll haben in unserem Leben. Und Jesus, du siehst jedes Einzelne, jetzt, wo da ist oder wo per Livestream mit zugeschaltet ist. Du siehst, wie es uns in diesem Thema geht. Du siehst das Bild, das wir für uns selber haben. Wo wir uns vielleicht zu fest verurteilen. Oder wo wir vielleicht zu fest ausblenden. Unsere Seiten, wo es notwendig wäre, mal anzuschauen. Wo wir die Verantwortung für uns zu übernehmen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass jetzt in dem Rest von dem Gottesdienst du zu uns redest. Du jedem Einzelnen irgendwo kannst aufzeigen, wo das bei uns dran ist, mehr Verantwortung für uns wahrzunehmen, uns besser zu schauen, was für Schritte von Selbstfürsorge für uns richtig und wichtig sein können. Dass wir offen sein für dein Reden in dieser Zeit. Amen.